Ma der frohen scheint vermol de Gilles Klein vun der CSSF, wie wesech ob e Finanzprodukt wirklich nachhaltig ass. Die EU und die öffentliche Autoritäten machen ganz viele Foren für die nötige Transparenz bei den nachhaltigen Finanzprodukten zu assurieren. Trotzdem sollte aber jeder sich selber mit dem Sujet befassen und für sich individuell bestimmen, was für hier Nachhaltigkeit überhaupt bedeutet. Während für die Leute zum Beispiel Klimaneutralität von den Produkten ein entscheidendes Element ist, steht für andere ein fairen und sozial gerechter Fabrikationsprozess am Vordergrund. Wenn ihr sein persönliches Nachhaltigkeitsziel erkennt, kann in die verschiedenen Offeren analysieren und sich auch für professionelle beraten lassen, für eine nachhaltige Investition zu wählen, die seinen Präferenzen entspricht. An dem Zusammenhang wird viel von Greenwashing geschwärzt. Was ist das überhaupt? Greenwashing ist der Versuch, Produkte für mehr nachhaltig darzustellen, wie sie tatsächlich sind. Das kann geschehen durch zum Beispiel Benutzen von pauschalen Bezeichnungen wie nachhaltig, green oder ESG. Auch können bestimmte Bilder gesagt gehen, die bei den Leuten Nachhaltigkeit suggerieren. Oder es kann auch geschehen, dass Ziele respektive Strategien annonciert gehen, die aber in Wirklichkeit nicht angehalten gehen. Auf was soll ich da konkret aufpassen, wenn ich an nachhaltige Produkte investieren will? Genau gucken, wie ein Nachhaltigkeitsziele am Zusammenhang mit dem Produkt oder einer Firma genannt gehen und ob eventuell andere Ziele, die mir wichtig sind, vernachlässigt gehen. Auch kann ich gucken, ob der Reiche von den versprochenen Nachhaltigkeitszielen von einer unabhängigen Instanz bestätigt wird. Jedenfalls bei allen Investissementen ist es wichtig, sich am Voraus genau zu informieren und noch beraten zu lassen. Mehr Informationen über nachhaltige Finanzen findet ihr auf litzwin.lu.